Sagt mir doch, ihr, die ihr euch dem Gesetz unterstellen wollt, habt ihr das Gesetz nicht vernommen? Es steht doch geschrieben, dass Abraham 2 Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Der von der Magd aber ist auf natürliche Weise gezeugt worden, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Dies verweist auf etwas anderes. Die beiden Frauen bedeuten 2 Bundesschlüsse. Die eine, den vom Berg Sinai, der Nachkommen für die Sklaverei hervorbringt, das ist Hagar. Der Name Hagar bezeichnet nämlich den Berg Sinai in der Arabien. Er entspricht dem gegenwärtigen Jerusalem, der Stadt nämlich, die mit ihren Kindern in der Sklaverei lebt. Das himmlische Jerusalem aber, das ist die Freie, und sie ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus, jauchze, die du keine Geburtswehen kennst. Denn viele Kinder wird die Vereinsamte haben, mehr als die, die einen Mann hat. Ihr aber, liebe Brüder und Schwestern, ihr seid gleich wie Isaak Kinder der Verheißung. Doch wie damals der nach dem Fleisch Gezeugte den nach dem Geist Gezeugten verfolgte, so ist es auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Verstoße die Magd und ihren Sohn. Denn der Sohn der Magd soll nicht gleiches Recht auf das Erbe haben wie der Sohn der Freien. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht Kinder der Magd, sondern Kinder der Freien. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht also fest und lasst euch nicht wieder in das Joch der Knechtschaft einspannen. Galaterbrief, 40 Kapitel sind wir heute. Der Paulus schreibt einen Brief an die Christen in Galatien und es ist wahrscheinlich sein leidenschaftlichster oder auch frustriertester Brief, den er schreibt, weil das Problem ist, die Galater haben die Freiheit, die sie von Gott bekommen haben, aufs Spiel gesetzt. Sie haben sich verunsichern lassen durch jüdische Prediger, die ihm Paulus nachgereist sind. Und die jüdischen Prediger haben gesagt, was, der Paulus hat euch nicht gesagt, dass wenn ihr an den Glauben vom jüdischen Messias kommt, dass ihr euch dann auch müsstet, beschneiden lassen und euch ans jüdische Gesetz halten. Und die Leute haben gesagt, hey, der Paulus, ich glaube dem Typ nicht, der will einfach Menschen gefallen, der will keinen Anstoß erregen, darum predigt er die Beschneidung nicht. Aber wenn ihr wirklich Teil seid von Gottes Reich, dann müsst ihr euch schon ans Gesetz von Gott halten, oder? Weil Gott hat doch an Mose gesagt, alle die Menschen, die Teil sind von Gottes Familie, müssen sich an das Gesetz halten und sich beschneiden, oder? Und die Galater haben sich überzeugen lassen, wahrscheinlich haben sich ein paar beschneiden lassen. Die Galater sind auch unter Druck gesetzt worden, um das zu machen. Sie hatten ja politische Gründe gehabt. Aber ich möchte jetzt nicht mehr auf das eingehen. Du kannst die Predigten von der Vergangenheit nochmal nachschauen oder hören auf YouTube, wo immer. Aber der Paulus gehört, dass die Galater sich überzeugen und sich dem Druck hingeben, wird er hässig. Und ich möchte vorlesen im Galater Kapitel 3, 1-5. Er sagt, ihr unverständigen Leute von Galatien, wer hat euch behext? Wer hat euch in eine Band gezogen? Ist euch Jesus Christus nicht vor Augen gestellt worden als Gekreuzigter? Nur dies eine möchte ich wissen von euch. Habt ihr den Geist empfangen, weil ihr tut, was im Gesetz geschrieben steht, oder aus dem Glauben, der hört? Der Paulus kann es nicht fassen, dass die Galater sich so schnell wieder von ihrem Evangelium abwenden und er sagt, ich habe eine Frage an euch. Habt ihr den Geist Gottes empfangen, weil ihr gemacht habt, was im Gesetz steht? Also in anderen Worten, wo ihr zum Glauben gekommen sind und das Evangelium gehört habt, ist denn der Geist Gottes in euch gekommen, hat in euch gewirkt und hat euch neu gemacht, weil ihr so gute Menschen sind, weil ihr euch angestrengt habt oder irgendwelche Gebote befolgt habt? Oder ist es passiert, weil ihr einfach gehört habt, die gute Botschaft, und dann hat Gott gewirkt? Und im nächsten Vers 3 sagt er, seid ihr so unverständig, dass ihr, was ihr im Geist begonnen habt, oder? Das ist, er verweist sie auf den Bekehrungsmoment, dort, wo es gestartet hat. Das, was ihr im Geist begonnen habt, nun im Fleisch vollenden wollt. Und im Fleisch vollenden heißt aus eigener Kraft. Das, was Gott angefangen hat, wo ihr das Evangelium gehört habt. Probieren Galater jetzt durch ihre eigene
Fähigkeit weiterzuführen. Und Paulus sagt, wenn ihr das macht, ist es vergeben, oder? So vieles solltet ihr vergebens erfahren haben, fragt er. Wenn es überhaupt vergebens gewesen ist. Jetzt müsst ihr hören. Denn wer euch den Geist gibt und Wundertaten unter euch wirkt, geschieht dies, weil ihr tut, was im Gesetz geschrieben steht, oder aus dem Glauben, der hört. Und er fragt nochmal das Gleiche. Hey, Gott hat doch unter euch gewirkt. Denkt dran, was passiert ist, wie Gott gehandelt hat, wie er zu euch geredet hat, wie es Klick gemacht hat, wie die Botschaft in euer Herz gerutscht ist und ihr Sachen verstanden habt. Und jetzt vergesst ihr das und macht im Fleisch weiter. Und ich habe letzten Sonntag vor ein paar Sonntagen von diesem Röffel erzählt. Und ich habe gesagt, das ist wie wenn du einem Velofahrer ein Töffel schenkst. Und der Velofahrer hockt auf sein Töffel rauf und du sagst, hey, das ist das Töffel, das ist ein Geschenk für dich, dass du kannst besser vorwärts fahren und Gas geben und so. Und dann hockt der Velofahrer drauf. Und was macht der Velofahrer? Er fährt so trampend weg. Und du schreist ihm hinten rein, hey! Hey! Was machst du? Du hast einen Motor, oder? Und entweder hat der Velofahrer keine Ahnung vom Motor, oder er ist so sich gewohnt, im alten Modus zu fahren, dass er einfach nicht den Motor anstellt. Und der Paulus sagt, ihr wollt euch wieder beschneiden. Oder? Das heisst, ihr wollt euch wieder aufs Gesetz verlassen. Ihr wollt wieder zurück in den alten Modus, wie es früher funktioniert hat. Und die Sachen sind gut gesehen, oder? Das ist auch von Gottes Gesetz. Und das Gesetz ist nicht schlecht. Detlef Kühlen hat eine wunderbare Predigt gehalten vor 2 Wochen. Will ich dir ans Herz sagen, jetzt los, wo er über das Gesetz und Gnade und die Spannung redet. Aber Paulus wirft den Galaten vor, ihr verlöhnt euch auf euch selber, wenn ihr euch aufs Gesetz stützt. Das Gesetz ist nicht falsch, aber wenn ihr euch ein Vertrauen ins Gesetz hineinlegt, ist das nichts anderes, als wenn ihr nicht mehr von Gottes Kraft abhängig seid, sondern von eurer eigenen Kraft. Und viele von uns sind so unterwegs als Christen. Oder auch nicht als Christen, aber viele von uns sind so unterwegs. Oder? Wir leben unser Leben. Und wir trampen. Weil wir müssen ja vorwärts kommen, oder? Sinnvoll, oder? Und wir denken, ich muss meine Ziele selber erreichen. Ich muss selber aus eigener Kraft das erreichen, was Gott mir sagt oder das, was ich will. Und wir rechnen nicht mit Gottes Kraft. Wir haben vielleicht mal mit Gottes Kraft gerechnet, oder? Wir haben vielleicht mal gebetet, wenn wir Probleme hatten. Aber jetzt sind wir vielleicht ernüchtert und enttäuscht von Gott, dass es nicht so gekommen ist, wie wir denken. Und ich bete dann, wenn alles andere nicht mehr hilft, wenn das Trampen nicht mehr hilft, dann bete ich vielleicht, oder? Dann verlasse ich mich auf Gott. Und wir machen das in allen Bereichen in unserem Leben, oder? Mit unseren Mitmenschen. Oder? Wir wissen, dass Gott göttliche Connections schaffen kann. Dass er Freunde und Personen in unser Leben hineinschicken kann, wo wir haben das vielleicht sogar schon erlebt, oder? Aber in unserem Job tun wir networken, als gäbe es Gott nicht, oder? In unserer Karriere sind wir so unterwegs, als gäbe es Gott nicht, oder? Als wären wir auf uns selber gestellt und wir trampen. In unseren Finanzen. Wir müssen uns selber versorgen. Ich muss selber schauen, oder? Weil, Gott kann schon versorgen, aber ich tue lieber selber. In der Erziehung von Kindern. Vielleicht hast du einen Teenager, der ein bisschen anstrengend ist. Ich war selber so einer übrigens. Und du probierst das aus eigener Kraft anzukriegen und probierst deinen Teenager unter Kontrolle zu kriegen, weil der auf eine falsche Bahn kommt. Und du merkst, je mehr du trampst und selber probierst, desto mehr entgleitet er dir, oder? Und du merkst, irgendwie habe ich es nicht im Griff.
Wir machen das sogar im Glauben, oder? Ich rede ja vom Glauben. Wir sollen glauben und nicht im Gesetz leben, in dem Sinne, oder? Und wir können das sogar im Glauben machen. Und dann heisst das, dann ist das so etwas wie Gesetzlichkeit. Das heisst, das ist eine ganz komische Art und Weise, um den Glauben zu leben. Aber den Glauben so leben, dass wir eigentlich verantwortlich sind, dass alles funktioniert. Dass Gott nichts mehr macht. Es ist jetzt unser Job. Jetzt müssen wir leisten, jetzt müssen wir bringen. Gott hat ja alles schon gemacht, aber jetzt müssen wir, oder? Das ist eine ganz perfide Art und Weise, das wieder umzukehren. Und auch von anderen Menschen zu erwarten, als wären sie selber dafür verantwortlich, was passiert, oder? Von anderen Menschen das erwarten, was sie auch leisten könnten, wenn die Kraft von Gott nicht da wäre. Wir machen das alle die ganze Zeit. Und nur, dass ihr mich richtig versteht, oder? Ich sage nicht, wir haben keine Verantwortung. Das ist überhaupt nicht das, was ich heute sagen will. Wir haben eine Verantwortung. Gott hat uns Hand und Füße gegeben zum Brauchen, oder? Das ist noch wichtig zu betonen, weil es könnte jetzt passieren, dass du heimgehst und sagst, ich muss ja nichts machen, ich muss ja einfach glauben. Nein. Er hat dir Hand gegeben, er hat dir Füße gegeben, er hat dir das Maul gegeben, er hat dir das Portemonnaie gegeben, er hat dir ein Töffel gegeben. Aber aufsteigen musst du selber, oder? Den Motor musst du selber anmachen und rumfahren, oder? Das ist nicht mein Punkt, dass du nichts mehr kannst leisten oder sollst nichts mehr machen. Alles, was ich sage heute, alles, was ich sage, Gott kann schnipsen und eine Situation ändern. Gott kann dir Menschen in dein Leben geben und du hast gemeint, du bist in einer Sackgasse und was auch immer und er macht so und es kommt jemand in dein Leben, der neue Türen aufmacht. Gott kann so machen und dich versorgen. Gott kann einen Menschen verändern. Der Paulus weiss, von was er redet. Einer, der Christen verfolgt hat, wird von Jesus vom Pferd gehauen. Gott kann so machen und Situationen verändern. Alles, was ich heute sage und wo ich uns möchte ermutigen heute Morgen. Ich will mit Gottes Kraft rechnen. Ich will in meinem Alltag als Christ mit seiner Kraft rechnen. Ich will nicht so unterwegs sein, als wäre es alles von mir abhängig. Ich möchte sehen, wie er wirkt. Ich möchte im Geist leben, so beschreibt der Paulus das. Ich möchte so leben, dass Gott sichtbar wird in meinem Leben. Und der Paulus fragt die Galater und er fragt auch uns. Wie hat es denn angefangen, Freunde? Erinnert euch mal zurück an den Moment, wo wir das Evangelium zum ersten Mal gehört haben. Oder ein Aspekt vom Evangelium. Wann war der Moment, wo es bei dir Klick gemacht hat? Weißt du, wo das, was du gehört hast von jemandem in der Sonntagsschule oder durch eine Predigt oder durch einen Song, was auch immer. Wann war der Moment, wo es Klick gemacht hat und Kopfwissen ist ins Herz gerutscht und du hast wie erkannt, wow, Gott liebt mich wirklich. Oder Gott ist mein Vater. Irgend so ein Wort, das aus dem Evangelium rauskommt. Erinnere dich bitte an den Moment, wo es für dich Klick gemacht hat, wo eine Kraft in dein Leben gekommen ist, wo etwas Neues entstanden ist. Erinnere dich mal daran. Wie ist das gewesen, weil du so ein guter Mensch bist und dich so gut ans Gesetz gehalten hast? Der Paulus sagt, nein. Das ist, weil du das Evangelium gehört hast, irgendjemand in einer Art und Weise hat dir das mitgegeben und der Geist Gottes hat dir das gezeigt und offenbart. Viele von uns würden jetzt eine Geschichte erzählen, wie sie zum Glauben gekommen sind. Und du würdest eine Geschichte erzählen, wie Gott Zeug gefügt hat und gemacht hat, wie Gott Menschen in dein Leben geschickt hat, wie er dir ein Zeichen gegeben hat oder wie er durch wundersame Art und Weise dein Herz aufgemacht hat, in deine Augen gegeben. Oder? Wenn wir denken an den Initialmoment, wo es Klick gemacht hat bei uns, dann würden wir alle sagen, nicht ich bin am Werk dort, sondern Gott. Oder? Und jetzt sagt der Paulus, das ist die Kraft, die dich auch jetzt treiben soll. Das ist die Kraft, die dich damals am Anfang gestartet und geführt hat. Das ist auch das, was dich im Leben als Christ begleiten soll. Du sollst nicht wieder zurückgehen in dein Leben vorher. Du sollst in dieser Kraft weiterleben. Wir dürfen mit dieser Kraft rechnen. Ich möchte rechnen mit dieser Kraft. Ich möchte rechnen, dass es nicht von mir abhängt allein.
Aber die Galater wollen unbedingt zurück zum Gesetz. Oder sie wollen unbedingt zurück zum Alten, oder weil sie unter Druck gesetzt werden. Und der Paulus stellt ihnen jetzt die Frage und sagt, ja, habt ihr nicht gehört, was das Gesetz sagt? Und jetzt macht er einen Exkurs ins Alte Testament. Und wir haben die Geschichte vorher gehört auf dem Video, wie er von der Hagar und von der Sarah erzählt. Der Abraham hatte eine Frau, Sarah, und er hatte einen Sklaven. Und eine von den Sklaven war die Hagar. Und im ersten Buch Mose wird die Geschichte beschrieben. Und Gott kommt eines Tages zum Abraham und zu der Sarah. Und wo sie 75 Jahre alt waren, ungefähr, stell dir vor, sagt er, ich möchte euch ein Nachkommen schenken. Ich möchte euch Kinder schenken. Und Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel und wie das Sand am Meer. Oder? Und der Abraham und Sarah schauen sich beide an und denken, ja, 75 und so, oder? Und 10 Jahre passiert nichts. Gott verspricht es ihnen, 10 Jahre lang probieren sie und Sarah wird nicht schwanger. Ja Gott, hätte ich von Anfang an sagen können. 10 Jahre passiert nichts. Und dann kommen sie auf die grossartige Idee, komm, wir helfen Gott ein bisschen nach. Und Sarah hat dann die Idee und sagt, komm, Abraham, ich gehe in dein Zelt und ich schicke dir die Hagar, die Sklavin, die soll zu dir ins Zelt gehen. Ich finde es so lustig, im Text heißt es dann so, und Abraham war einverstanden. So. Er lässt auf seine Frau. Und dann geht Hagar ins Zelt, oder, dass Hagar ihm ein Nachkommen kann schenken kann. Oder dass Gottes Verheißung, dass Gott sich nicht muss blamieren muss, in dem Sinn. Oder? Und Hagar geht rein, wird tatsächlich schwanger. Und sie bekommt einen Sohn, der heißt Ismael. Ismael. Und du siehst, sie fangen an zu trampen. Sie fangen an, das Zeug selber in die Hand zu nehmen, wo Gott gesagt hat, er schaut dafür. Und man könnte jetzt sagen, ja, ist doch easy, jetzt hat er auch einen Sohn, was ist denn das Problem? Ismael ist doch gut. Aber was dann aus dem entsteht, sind ganz viele Schwierigkeiten, ganz viele Konflikte, die aus dem entstehen. Sarah wird eifersüchtig auf die Hagar und sie muss weg und so. Und ganz üble Sachen entstehen aus dieser Geschichte, weil sie das Zeug aus eigener Kraft haben wollen erreichen. Und dann mit 99, Sarah wird 99, der Abraham auch, passiert das Wunder, das Gott verheißen hat. 25 Jahre später. Sarah wird dann selber schwanger. Vom Abraham. Und der Isaak kommt auf die Welt. Und dann lesen wir aber in der Geschichte, oder? Das ist ja, hat ja eine Story, von der Eifersucht und so weiter, was sowieso schon am Passieren ist. Und Sarah beobachtet, wie der Ismael, der Sohn von der Sklavin, der Hagar, ihren Sohn anfängt zu mobben oder schlecht behandelt. Und sie wird hässig, dass der Ismael ihren richtigen Sohn mobbt und dann sagt sie, der muss weg. Und dann geht sie zum Abraham und sagt, Mann, schick die Frau, die Sklavin, die Magd, schickt sie weg und ihren Sohn, weil sie darf nicht erben mit dem Isaak. Und das ist eigentlich eine tragische Geschichte für die Frau Hagar und ihren Sohn, aber der Paulus greift jetzt die Geschichte auf im Galaterbrief. Und er sagt, dass es sich hier um eine Allegorie handelt, um ein Bild, und es ist etwas, das auf eine andere Wahrheit hinweist, auf eine geistliche Wahrheit sozusagen. Und der Paulus tut wie sagen, es gibt 2 Wege, wo ich gehen kann. Der eine Weg wird repräsentiert von der Hagar und dem Ismael. Und der andere Weg wird repräsentiert von der Sarah und dem Isaac. Der eine Sohn ist durch das eigene Fleisch, durch eigene Kraft entstanden, oder? Durchs Nachhelfen. Und der andere Sohn ist durch die Verheißung entstanden, oder? Durch Gottes Versprechen. Und der eine Weg, sagt der Paulus, führt in die Sklaverei, in die Unfreiheit, wenn wir da gehen. Und der andere Weg führt aber in die Freiheit. Und es ist mega interessant, der Paulus sagt, die 2 Wege repräsentieren 2 Bünde, 2 Bündnisse. Der alte Bund und der neue Bund.
Hagar und Ismael repräsentieren den Berg Sinai, sagt der Paulus. Dort, wo Gott den alten Bund sozusagen geschlossen hat mit dem Volk Israel. Dort hat er ihnen das Gesetz gegeben. Hört mal zu, was das Gesetz sagt. Das ist der alte Bund, dort hat er ihnen das Gesetz gegeben. Und er hat ihnen gesagt, dem Volk Israel, er hat sie befreit aus Ägypten und dann sind sie in die Wüste gewesen, und er hat ihnen das Gesetz gegeben und gesagt, haltet euch an das Gesetz. Wenn ihr euch an das Gesetz haltet, werde ich euch segnen, ich werde euch das verheißene Land geben, oder? Und ab dem Umkehrschluss ist, wenn ihr euch nicht an das Gesetz haltet, werdet ihr wieder ausgestoßen aus dem Land. Werdet ihr das Land wieder verlieren. Dann werdet ihr verflucht und abgesagt vom Volk Gottes in dem Sinn. Haltet das Gesetz, Segen, haltet das Gesetz nicht, Fluch. Und der Paulus sagt jetzt, alle Kinder von der Hagar, also die geistlichen Kinder, nicht lieblich, aber die auf diesem Weg sind, stehen in der Sklaverei, die in die Unfreiheit führt, stehen wie unter dem Fluch, weil das Problem im Gesetz ist. Niemand kann es einhalten, völlig. Darum sagt der Paulus, Galater 3, Vers 10. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt bei allem, wovon im Buch des Gesetzes geschrieben steht. Er sagt, alle Menschen, die sich auf diesem Weg befinden, von der Hagar und dem Ismael, sind verflucht, weil dann, wenn du auf diesem Weg bist, kommt es auf deine Performance an, auf deine Kraft, auf deine Fähigkeit. Das Problem ist aber, dass das Gesetz uns zeigt, dass wir es nicht können. Wir können es nicht. Unsere Kraft lenkt nicht aus. Und jetzt sagt der Paulus, es gibt aber einen zweiten Weg. Und das ist der Weg von der Freiheit, der Weg vom neuen Bund, der Weg vom Geist Gottes. Dort, wo es nicht mehr auf unsere Fähigkeit ankommt, ob wir das Zeug einhalten oder nicht, sondern Gottes Geist wirkt in uns. Es ist seine Kraft, die wirksam ist. Und jetzt ist interessant, der Paulus sagt ihnen, Galater oder ICF. Ihr seid doch Kinder von der Verheißung. Ihr seid doch Kinder von der Sarah und vom Ismael und vom neuen Jerusalem. Ihr seid doch Kinder vom neuen Bund. Verstehst du, er sagt nicht, sind so wie Kinder vom neuen Bund. Er sagt, ey Leute, ihr seid das doch. Ihr seid das doch. Er sagt, hey Leute, schaut doch mal an, was Gott gemacht hat bei euch. Das ist nicht, weil ihr einen guten Job gemacht habt im alten Bund und alles eingehalten habt und euch an die Regeln gehalten habt und so weiter, sondern Gott hat einfach gesagt, ich starte etwas Neues, eine neue Schöpfung und ich schenke meinen Geist. Und der Paulus sagt, ihr seid doch die Kinder. Ihr seid Teil von dieser Freie. Ihr seid nicht mehr unter dem Fluch vom Gesetz, was darauf ankommt, was wir machen. Und dann sagt er, habt ihr nicht gehört, was das Gesetz sagt? Und jetzt erzählt er die Geschichte und ich möchte nochmal den Vers, Galater 4, 30 und 5, Vers 1 vorlesen. Das sind gerade nacheinander. Was sagt denn die Schrift? Oder was sagt denn jetzt das Gesetz? Lasst mal, was sie sagt. Verstoße die Magd und ihren Sohn. Verstoße die Sklavin und ihren Sohn. Denn der Sohn der Magd soll nicht gleiches Recht auf das Erbe haben wie der Sohn der Freien. Ihr wendet zurück zum Gesetz und zum Alten. Loset, was das Gesetz uns Alte euch sagt. Es sagt euch, verstoßet die Magd und ihren Sohn. Übrigens, das ist der erste wirkliche Imperativ im Galaterbrief. Am Ende von Kapitel 4 kommt das erste Mal eine Anweisung von Paulus. Die ersten 4 Kapitel kann man sagen, sagt er nur, stellt er Fragen und sagt, was läuft und jetzt sagt er, was wir machen sollen. Stoßt die Magd raus und ihren Sohn. Das Erste, was er sagt, verstoß das. Verstoß den Weg, was auf dich ankommt. Verstoß den Weg, wo du nicht mehr abhängig bist von Gottes Geist. Und warum sollen wir das machen? Jetzt kommt der nächste Vers, Vers 1 im Kapitel 5. Denn zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht also fest und lasst euch nicht wieder in das Joch der Knechtschaft einspannen. Das ist der zweite Imperativ. Stoßt die Magd raus und ihre Sohn und jetzt stand fest. Die 2 ersten Anweisungen im Galaterbrief.
Wir sollen die Magd ausstoßen und ihren Sohn und wir sollen in dieser Freiheit feststehen. Wir sollen beständig sein. Warum sagt der Paulus das? Weil es nicht einfach ist. Es ist eine brutale Herausforderung, in dieser Freiheit zu bleiben. Und ich sage dir, warum. Es ist nicht einfach, an Gott festzuhalten, wenn du 10 Jahre nicht schwanger werden kannst. Verstehst du, was ich meine? Es ist nicht einfach, an seiner Verheißung festzuheben, wenn alles um dich herum so aussieht, als würde Gott nicht wirken. Es ist nicht einfach zu beten und sagen, Gott, ich bitte dich für Frieden in der Ukraine zum Beispiel. Es ist nicht einfach. Alles in mir möchte Panzer schicken, verstehst du, und das Zeug selber in die Hand nehmen. Es ist nicht einfach, sich auf Gott zu verlassen und zu sagen, er schaut. Aber das ist der Weg von der Unfreiheit und der Sklaverei, wenn wir das Zeug selber in die Hand nehmen. Wenn wir selber, und wir machen das alle, die ganze Welt macht das ja, und wir sind ja auf dieser Welt und wir müssen ja selber handeln und Zeug machen. Oder? Mir geht es nicht darum zu sagen, wir haben keine Verantwortung und es ist schwierig, das ist nicht das Thema von heute, wie viel haben wir als Verantwortung und wie viel schaut Gott, oder? Ich sage nur, ich möchte mit Gottes Kraft rechnen. Ich möchte nicht am Schluss beten, wenn alle meine Mittel zum Ende gekommen sind. Ich möchte mit seiner Kraft rechnen. Wenn ich daran denke, wie Gott mich damals gewonnen hat als Teenager, auf meinen Weg, auf dummen Weg, auf destruktiven Weg. Wenn ich denke, wie er Geduld hat mit mir und Leute in mein Leben geschickt hat und Begegnungen geschenkt hat und wie er meine Augen geöffnet hat mit dem Evangelium für seine Liebe, dann stand ich da und sage, wow Gott, das ist ein Wunder. Ich habe das nicht selber gemacht. Und dann denke ich möchte so weiterlaufen. Ich möchte immer wieder mich auf die Kraft von Gott verlassen. Ich möchte im Geist Gottes leben. Ich möchte nicht einfach wieder zurück, als gäbe es Gott nicht oder als würde er nicht wirken, sondern ich möchte so weiter leben. Und das möchte ich dir zusprechen heute Morgen. Und dir daheim, ich möchte dir das zusprechen. Du bist ein Kind von Gott. Du bist ein Kind von der Verheißung. Du bist ein Kind von dem neuen Bund. Du bist das. Das ist deine Identität. Lauf in dem. Gottes Geist, Gottes Gegenwart lebt in dir. Wenn du morgen arbeiten, kommt Gottes Gegenwart mit. Die gleiche Gegenwart, die damals es bei dir hat Klick machen, die geht mit. Die gleiche Gegenwart, die Wunder gewirkt hat in deinem Leben, ist morgen bei dir dabei, am Dienstag, am Mittwoch. Und sie will in dir wirken, dich verwandeln und durch dich wirken zu anderen. Und das bist du. Du bist ein Kind von Gott. Du bist ein Kind von Abraham, von der Freiheit. Rechne mit dieser Kraft. Ich möchte abschließen. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, ich habe das noch nie so gehört oder noch nie so verstanden. Vielleicht bist du auch christlich aufgewachsen oder so und du hast das gar nicht so erlebt. Du hast es noch gehört bis jetzt, aber es ist dir nicht ins Herz gerutscht und vielleicht bist du heute eingeladen worden und du hockst zum ersten Mal da oder du hörst es jetzt online. Was ist das für eine Kraft und so weiter. Ich möchte das probieren, das nochmal auf den Punkt zu bringen, wie der Paulus das Evangelium, die gute Botschaft beschreibt. Und ich bete, das Gleiche passiert wie damals bei den Galaten und das Gleiche passiert, wie mir damals passiert ist, dass deine Augen jetzt geöffnet werden für die Liebe von Gott. Und das ist ein Wunder, das jetzt dann passiert. Und es ist Gottes Geist, der das möglich macht. Ich habe vorher über den Fluch vom Gesetz geredet. Der Paulus redet davon, dass alle, die unter dem Gesetz stehen, verflucht sind, weil es kommt dann auf sie drauf an. Und sie sind aber nicht gut genug und das Gesetz macht eigentlich nichts anderes, als sie verurteilen und eigentlich wirklich im Sinn sagen, du bist verflucht und du gehörst nicht dazu, du gehörst nicht zu Gottes Familie, du wirst ausgestoßen, oder? Jeder Mensch ist abgeschnitten von Gott. Alle, die unter dem Gesetz sind, wird ihnen klar, sie sind abgeschnitten von Gott und seinen Ideen und seiner Gegenwart. Und jetzt sagt der Paulus Folgendes in Galater 3, Vers 13. Christus hat uns freigekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Es steht nämlich geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Was der Paulus so beschreibt, ist, dass Jesus am Kreuz, das ist das Holz,
den Fluch, wo uns gegolten hat, auf sich genommen hat. Gott ist in Jesus Mensch geworden und ist für dich und mich am Kreuz gestorben und verflucht worden, abgeschnitten worden, verstoßen worden, dass du dazu kannst gehören. Jesus ist am Kreuz verflucht worden, dass du gesegnet werden kannst. Und das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk, dass er das von uns gemacht hat. Und er macht nicht nur das, er befreit uns nicht nur vom Fluch, vom Gesetz, weil er das selber auf sich genommen hat, sondern er schenkt uns auch seinen Geist, seine Gegenwart. Und im Galater 4-7 steht Folgendes. Als sich aber die Zeit erfüllt hatte, sandte Gott seinen Sohn, zur Welt gebracht von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, um die unter dem Gesetz freizukaufen. Jetzt musst du hören, warum? Damit wir als Söhne und Töchter angenommen würden. Weil ihr aber Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Den Geist, der da ruft, Abba, Vater. So bist du nun nicht mehr Sklave, sondern Sohn oder Tochter. Bist du aber Sohn, dann auch Erbe. Durch Gott. Jesus hat am Kreuz alles gemacht, dass du nicht mehr unter dem Fluch vom Gesetz stehst, dass du nicht mehr in dieser Sklaverei musst sein, wo es auf dich drauf ankommt, wo du abgeschnitten bist von seiner Familie, sondern dass du Teil sein von Gottes Familie. Ein Kind werden von Gott, ein Sohn und eine Tochter, die in Freiheit leben kann, weil du bist für Freiheit befreit worden. Und das ist das, was Gottes Gegenwart für dich macht. Wie gut ist Gott? Durch den Geist können wir beten, Abba Vater, sagt der Paulus. Abba ist aramäisch, das heisst Papi. Schau mal, die intime Sprache, die Paulus hier verwendet für unsere Beziehung, die wir jetzt zu Gott, dem Schöpfer von Himmel und Universum haben können. Das, was Jesus gemacht hat, ist genug und es langt und du hast jetzt seinen Geist, dass du Gott Papi kannst nennen, Abba Vater. Und du bist Erbe von seinem Reich, von dem, was kommt, von dem, was er vorhat. Du bist Teil davon. Amen. Die Frage ist, willst du das? Wenn du sagst, ja, das will ich. Halleluja. Es ist ein Geschenk, nimm es an. Hock auf dein Töffel. Und fahr los. Fahr los. Bin ich mit dem Hinterpneu drauf? Gut, also warte. Upsa! Hat niemand gesehen? Fahr los. Und mach's nicht so wie ich. Oh Gott. Gott, ich bitte dich, dass die Leute das niemand werden vergessen. Mach so, nicht wie ich, sondern stell die Motor an. Amen. Lass uns aufstehen und worshipen. Und Gott einmal einen Applaus geben für seine Gnade. Amen.